Neue Abenteuer warten uns. Auch heute wieder zurück bei Fire Emblem Engage. Denn wir in den letzten Folgen noch ein bisschen hier ein paar Fähigkeiten hin und her justiert haben, geguckt haben, wo können wir was machen, was lohnt sich. Vor allem beim Thema Fähigkeiten erben ist natürlich momentan ein bisschen das Problem, dass nicht alle ein bisschen FP haben. Und ich vor allem, was ein bisschen unpraktisch finde vom Spiel, dass ich hier nicht so viel FP wir noch haben. Das muss ich mal sagen. Ich meine, hier sehe ich schon. Aber wäre cool, wenn ich es vorher sehen würde. Naja. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Zum Beispiel Tiki hier. Bei ihr könnt ihr mittlerweile die Sternenkugel erben. Ja, da ich mittlerweile aber sowieso Tiki dabei habe, ist das vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Idee. Warte mal, hat er nicht irgendwie sogar schon genau Linie aber schon ausgerüstet? Also, Sidel ist eigentlich soweit cool unterwegs. Ja? Er kriegt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Dank der Sternenkugel kriegt er auch bessere Stats, genauso wie Alfred, der habe ich auch ein bisschen abgegradet. Hortense wollte ich glaube ich noch machen, wa? Wenn es klappt. Also aktuell jetzt ja beide ausgerüstet. Das könnte man auch wieder mal ändern. Ich guck mal. Die Sternkugel, ja, ich glaube bei Hortensia. Das ist nicht so richtig mein. Ja gut, sind jetzt auch. Moment, ich sehe gerade das aktuelle Level gar nicht. Man hat sie es generell nötig, das ist die andere Frage. Das ist sowieso so ein Thema, wo ich mich. Ja, da kann sich dumm und dämlich suchen damit, beziehungsweise. Ich kann mich kümmern. Warte mal, Geschwindigkeitstyp hat sie, genau, das stimmt ja. Das ist sowieso schnell wieder Blitz. Ja, wer kriegt welche Fähigkeiten, etc. etc. Das ist so ein Thema für sich. Sonst haben nicht so viele von uns irgendwelche von diesen Fähigkeiten. Fairer Kampf um die Sonne. Besserer Status, aber bei dir vielleicht ganz schlecht. Diamant. Diamantus an. Mit Roy. Der Zug ist abgefahren fürs Erste. Weil wann die zurückkommen, unsere alten Embleme, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe echt zu wenige FPS. Komm, lassen wir das, weil sonst braucht er wieder Stunden dafür und am Schluss bin ich sowieso kaum weiter. Das ist doch doof. Also, ihr könnt hier und da noch was machen. Ihr könnt noch angeln, Trainingsplätze etc. etc. Lassen wir aber fürs Erste. Ich habe echt Schiss, dass wenn ich ein bisschen zu viel mache, level ich plötzlich die Hauptstory davon. Nicht ein Sidequest, weil die skalieren ja mit uns und in den göttlichen Kapiteln ja auch weniger. Aber vor allem der Hauptstory. Das ist einfach so, hui. Ich bin schon, keine Ahnung, Level 10, Level 15 im Durchschnitt bei den erfahrenen Klassen und die Gegner kommen gar nicht mehr hinterher. Und jetzt, wo ich diesen Spruch rausgelassen habe, fürchte ich, dass ich auch schon bald bereuen werde. Naja. Eigentlich wäre ich ready zum Weiterziehen, aber wir haben noch dieses leidige Thema vor uns, Freunde. Und leider Gottes muss es sein. Auf geht's, Gespräche. Oh ja, Yunaka-san. 何か嬉しいことでも? いつもより笑顔が素敵ですね。ルイ氏は本当にもうそういう恥ずかしいことを自然と口に出してそんなことは関係なく呼び止めたのはこれを渡したかったのですぞ。これは見ただけでわかりますよ。上質な茶葉ですね。さすがはルイ氏ですな。いつも紅茶をごちそうになってばかりでしたのでそのお礼です。心ばかりの品ですが受け取ってもらえると嬉しいですぞ。もちろんです。ありがたく頂戴しますね。では早速この茶葉を使ってお茶を入れますね。ユナカさんもぜひ。いいのですか？なんだかそれ目的で送ったみたいで心苦しいですぞ。僕はユナカさんと楽しく会話しながら紅茶を飲むのが好きなんです。会話ですか。ルイ氏とのおしゃべりはとても楽しいですがそのせいで余計なことを話してしまいそうで。ユナカさん？ちょっと私ね野暮用を思い出しましてお茶はまたの機会に。それは残念ですね。
今日はたっぷりと僕の話を聞いてもらおうと思っていたのですが。ルイ氏の話を聞かせてくれるのですか？はい、今日は僕とても自分の話をしたい気分なんです。それなら大丈夫ですぞ。私めはこう見えて究極の聞き上手。ルイ氏のお話を聞きながらぜひ紅茶を一緒に飲みたいですぞ。よかったです。では早速お茶会の用意をしますね。この前は無理やり誘ってごめんね。ユナカが宴が苦手だとは思わなかったんだ。こちらこそ宴の途中に会場を飛び出して申し訳ありませんでした。実は私め本当は人が集まる場所が苦手なのです。人が大勢いると誰かが私めの首を狙っているのではないかと不安で。ユナカの首を狙う？今のは失言ですと聞かなかったことにしてくだされ。とにかく私めは人と接することが不安なのです。そうか、人間関係でなんか辛いことがあったんだね。わかった。もう宴には誘わないよ。嫌な思いをさせて悪かったね。いえ、お気遣い感謝しますぞ。ユナカには俺がどう見える？そうですな。フォガート氏は毎日を楽しく生きている、そう見えますな。正直羨ましいであります。そうか。だったら人を信じることさ。確かに世の中には嫌な奴もいる。だからといって人との関わりを断ってしまったら仲間になれる人とも出会えない。それがあ、そうだよ。フォガート氏、ありがとうございます。私めこれからは人を信じるように努力してみますぞ。Ja, besser wäre es und bitte künftig auch ein bisschen kürzere Gespräche, sonst kriege ich noch ein Rad-AP. Mehrheitsintro ist sicher wichtig, hier im Planet ist nicht wichtig. すごい、珍獣だ。絶滅危惧種のブロディアアカツバメ。わーい、待て待て。かわいいな。あれはイルシオンアホウドリ。こんなところを飛ぶんだね。これからどこに行くんだい？僕も連れて行ってよ。見てた？今の僕。ええ、しっかりと。幼い頃に見たお屋敷に招かれた道化師のようだったわ。そうなんだ。実は今度演劇をやることになってね。ああ、演劇を？小劇場の舞台なんだけどね。僕はまさに道化師の役で。そうだったのね。でしょ？僕の印象が結構違ったから。大変なんだよ、道化師の役を演じるのはね。その舞台はいつ？いつだろう。ちょっとわからないな。なんか中止になるっていう噂もあったような。そうなの？もし資金が足りないのなら私に援助をさせて。大丈夫、お金じゃないんだ。演じる人の都合とかだから。そう。ぜひ見に行きたいから日にちが決まったら教えてちょうだいね。わかった。そうする。 Alter, zum Teil die Gespräche, ja. Zum Teil sind sie cool, oder irgendwie, also cool im Sinne von, dann noch irgendwie tiefgründig und so, und andere Gespräche, wo du einfach nur denkst, was ist los mit euch? Also die anderen Gespräche lassen wir noch beiseite, weil sie sind nicht so relevant, da ich mit den anderen hier sowieso nicht mehr kämpfe. Also Panette, Bunette, Schrock, Clan kommen gar nicht mehr zum Thema. Und deswegen ist es bei denen auch egal. So, wir brechen auf, Freunde. Zeit mit der Story weiterzumachen. Endlich. Nach so vielen Jahren. Eigentlich nicht, eigentlich waren sie nur ein göttliches Kapitel plus eine Sidequest, aber das göttliche Kapitel mit Zoen, das war so nervig. Das war wirklich übel. So,
Genau, also momentan würden noch finstere Ruinen fehlen. Das ist aber jetzt nicht das aus, also die Sidequest halt. Das ist auch nicht die Ruine, die Map aus, also von Sacred Stones, war doch damals die letzte Map. Ich hoffe mal nicht, ey. Weil das war auch recht emotional. So. Kapitel 17, Flora-Mühlchen. Was ist denn jetzt bei Kapitel 17? Krass. Wir werden schon ein bisschen weiter. So, nach hier sind wir relativ gut empfohlen. Klasse erfahren Level 3. Wir sind da schon ein bisschen weiter. Immer heiter. Und deswegen legen wir los mit der Story. Zerstörte Ruhe. 無事にフィレネに入れましたね。今のところイルシオン兵を見かけませんが。奴らの狙いは王城かもしれない。であればフルルの港に向かおう。そこが王城に最も近い港だ。神竜様が初めてフィレネに来た時にも訪れた場所だよ。懐かしいですね。あの時の美しい景色、よく覚えています。え？どうしたんだい、神竜様。煙が見えます。北東の方角に。北東？フルルの港の方角だ。奴らまさか。急いで向かいましょう。村が。こんなことって。民たちが何をしたというんだ。こらえてください、アルフレッド。膝を折ってしまえばそこで終わりです。海にはまだイルシオンの船が。これ以上の上陸を許せばフィレネ王国が落とされてしまいます。港を守り、それから村人たちの救助を。あらまあ大変。村がめちゃめちゃですわ。セピア。テイルまで。まさかこれはあなたの仕業ですか？違うわ。私たちはここに来たばかりよ。あなたたちがフィレネ王国に行くって聞いて、ただ会いに来ただけなの。会いに。どうして私たちがここに来ることを知っているんですか？村に火をつけているのはイルシオン兵です。ソンブル側であるあなたたちが動向を把握していないわけがありませんよね。それはグリ、どういうこと？行き先を知っていたのはグリが指示をしたからだったの？言いなさい、グリ！確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。じゃあ一体誰が？あなたですわ、ベイル様。今こうして村が燃えているのも、たくさんの人々が死んでいるのも、すべてベイル様の望まれたこと。あなた様自身のご命令ですのよ。私の？はあ、やっと着いた。遅れてしまいすみません。厄介事があったもので。マロ、モーブ。あ、ベイル様、長旅お疲れ様です。僕ちょっと遅れちゃいましたけど、いただいたご命令通り村の者たちは皆殺しにしますからね。皆殺しってひどい。どうしてそんなこと。どうしたんですか？同情だなんてベイル様らしくな。あ、これもしかして戻っちゃってる感じか。戻ってる？どういうこと？誰か教えてよ。
ベイル様、この状態のあなたに付き合うのもいい加減面倒になってきましたわ。ここからは真実をお話ししましょう。神竜様方もよーくお聞きになってくださいね。真実？この通り、ベイル様は何にも知りませんわ。襲撃の指示なんてとんでもない。今回の襲撃も今までのことも全てもう一人のベイル様がしたことですもの。もう一人のベイル？これはソンブル様の偉大なるご意志ですの。後継としてふさわしい邪竜の子が欲しいというソンブル様の命に背き、平和などという幻想を夢見て邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは邪竜の娘としてふさわしくない。そこで魔の力を持つ竜族であるこの私がソンブル様にお力を賜り、あなたに少し細工をさせていただきました。細工？一体何をしたというんですか？簡単なことですのよ。ベイル様の竜の衝動を少しばかり強めて差し上げましたの。そうすれば人間を殺すことなど何とも思わなくなる。あなたはソンブル様の手となり足となり、神竜ルミエルを殺し指輪を奪い、各国に異形兵を差し向けていたんですのよ。私がじゃあいつも知らない場所にいたのは。あなたの意識が眠っている間に違うあなたが動いていたことの証明ですわ。正気に戻っている間にまさか差し向けた異形兵を自分で討伐していたなんて。その上ソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達だなんて、バカバカしくて笑っちゃうわ。母さんを殺したのは、指輪を奪ったのはベイルだけれど彼女自身ではなかった。よかったですわね、ベイル様。誤解が解けましたわよ。キャピアもクリもみんな、私の味方なんかじゃなかった。私はずっと一人ぼっちだった。どうしたらいいの？私はベイル、しっかりしてください。今そっちに。おっと、そうはさせないぜ。ここから先はもうあなたは不要ですの。深く深くお眠りくださいな。いや。さあベイル様、お目覚めを。我々と共にこやつらも皆殺しにしましょう。やめて。私が。ご苦労でした、セピア。おかげで存分に戦えそうですね。英雄王の指輪をここに。はい、ベイル様。マルス！シクよ、お前たちも準備を。承知いたしましたわ。ああ、楽しみです。やっぱりそれなりに抵抗してくれないと面白くないですもの。ねえ、神竜様。記憶の共有がうまくいっていなかったせいで、あなたがお友達だということ、この前は知りませんでした。失礼を許してくださいね。謝罪なんて必要ありません。あなたなんかベイルじゃない。私だってベイルです。私こそがベイルなのですから。こ
ここにいる私だけが邪竜の娘たる存在だと今から教えて差し上げます。みんな戦闘準備を。 Okay, das war krass. Ich hab's gerade ein bisschen Gänsehaut. Allein schon wegen der Musik auch. Ich meine, die ist natürlich krass für Wähler. Da ist, Alter, wenn du denkst, du bist einfach so wie du bist. Dein Vater will dich aber anders haben und sorgt dafür, dass du umgemoddelt wirst quasi. Und dann bist du quasi Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Alter Schwede, ist das übel. Okay, entweder können, also ich gehe jetzt mal davon aus, entweder können wir Vale erlösen quasi, oder... Entschuldigung. Ich muss jetzt zu Ende erzählen, weil gleich brauche ich ganz viel Konzentration, während nicht mehr so viel quatschen können. Wo war ich gerade stehen geblieben? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ja genau, ich gehe davon aus, dass wir Vale, entweder werden wir sie erlösen können, im Sinn von vielleicht Kopf kürzer machen, also sowohl die Gute als auch die Böse, oder aber wir schaffen es irgendwie, dass die Gute auf unsere Seite wechselt. Ich weiß zwar nicht, ob wir dann irgendwie beide voneinander trennen können, oder müssen wir da mal gucken, wa? So, warte mal. 4 Bluthunde, Vale. Sie hat Marv dabei. Ich gehe davon aus, sie hat die anderen auch dabei. Wir haben ja 6 Stück insgesamt. Und letzter war der mit Erika und Eifram. Das war ja der, den sie ja ursprünglich aus dem Schloss gestohlen hatten. Das hat er, glaube ich, mal vor ein paar Folgen falsch erklärt. Ja, der war ja schon bei uns. Das heißt, sie haben halt die 6, die sie uns damals abgenommen haben. Marv, Sigurd, Leaf, Micaiah, Entschuldigung, falsche Ausdrucksweise, Roy und natürlich noch Celine. Erika, Entschuldigung. Hä? Ich sehe schon, dass der Verzerrter hier, also Verzerrter steht. Aber wieso kann der quatschen? Wieso hat er keine rote Augen? Wieso macht er nicht so wie die anderen Zombies? Was geht denn jetzt ab? Der Ring von Leaf. 承知した。戦えというの、お父様と。こんなこともうやめてください。これがどれだけ酷なことかあなたにはわからないんですか。わかりません。こんなに楽しいことありませんから。あなたたちこそわかっていますか。この場所にはすべての紋章師の指輪があるのです。しかもその数は互角。どちらが勝つのか楽しみですね。Doch, ich kann schon sagen, wer gewinnen wird. さあ、思う存分殺し合いましょう。 Oh, den Spruch wirst du bereuen, kleine Dame. Den Spruch wirst du bereuen, wenn ich mit dir fertig bin. Ach du Scheiße.
Okay, haben nichts gesagt. Ich hätte, glaubt, auch noch ein paar Sidequest-Kapitel machen sollen. Scheiße. Ja, das wird übel. Wer ist denn hier? Roy! Der gute alte Roy! Oh, leck mich, ey. Ja, du, ich muss ja so eine große Klappe haben, wa? Alter, da ist Mikaia noch dabei, ja? So eine Magie wäre natürlich geil. Oh, die zu schlagen wird nicht einfach. Gut, ich habe noch die DLC-Ringe, also keine Sorge. Wir schaffen es schon irgendwie. Mit Leaf. Meister-Axt. Expertenlanze. Donnerfaust. Du mich auch. Ich habe aber alle nur einen Erweckungsring, wa? Sie hat Sigurd! Die alte Witch. Bin auch Marv dabei. Marv, mein guter Marv. Komm zurück zu mir, Marv. Ich würde uns zwar nicht einsetzen, aber komm zurück zu mir, Marv. Nein, vermutlich schon, aber wir müssen zuerst gucken, für wen. Eigentlich, Storybedeck müssen wir bei mir geben, aber in den Freehouse irgendwie einfügen. Was ist denn hier drüben noch los? Achso, separate Insel. Chris und Selika. Warte mal, war das nicht die irgendwie teleporten konnte? War das? Nee. Auf 5 Felder hinweg in kraftvoll magische Attacke aus. Okay, warte mal. Das heißt... Ich überlege gerade, wer zuerst angreifen wird. Okay, gut, dann warte mal. Das kann ich nachher machen, wenn ich die Truppen ausgewählt habe. Holy moly. Der Rest geht aber, wa? Entweder physisch oder speziell angreifen. Natürlich. Beim Special-Truppen immer Verteidigungsresistenz ist alles hoch. Immer nur... Okay, wenn natürlich alle besiegen... Ja, natürlich schlagen wir alle. Was ist das für eine Frage? Ja, auf dem kriegen eine Donnerfaust. Hey. Super. Aber natürlich umso besser natürlich an alle Ringe zurückbekommen. Stärkung, ja, den werde ich brauchen. Okay, was haben wir hier noch? Knollenfutter, war. Plus Drachen, das heißt, wir brauchen Würmtöter. Ja, natürlich ein paar generelle Waffen, die auch gegen Drachen, Waffen, die gegen Drachen wirken. Okay, wie viel darf ich mitnehmen? 12, das ist schon mal gut. Also. Alles zurück auf 0. Ich meine, dass sie da mitnehmen dürfte klar sein, ja? Dann, wen nehme ich noch mit? Dass ich Citrin Soren brauche, dürfte glaube ich nicht allzu schwer fallen. Der jetzt gerne Soren mal ausprobieren möchte. Vor allem damit den Kont gegen Gris. Generell sind das, warte mal, sind noch viele Magier, wa? Also vor allem jetzt bei den höherstufigen. Aber der spielt keine Rolle. Okay, die ist zwar physisch, greift aber natürlich auch hier mit Magie an. Nicht so krass, da kein Speed drauf, ne, da macht Resistenzen weg, ist sie. Und Mani machen wir keine Sorgen. Wo ist denn, wo sind andere nochmal abgeblieben? Ah, hier. Muri mit Mikaia. Ja, der ist auch magisch unterwegs. Physisch. Ja gut, gegen Axtkämpfer und gut ist, also wir unsere Bougerot drum kümmern. Oder natürlich auch Louis, gegen sie eine Option. Bei Vale, ganz ehrlich, da mache ich Michael, sogar mit dem Freehouse Ring. Ja, wobei, warte mal, jetzt müssen wir gucken, also. Richtig hinsetzen, ey. Alter, die Vorbereitung wird länger dauern. Also, Sidal mit Tiki ist klar. Die Ringe generell lasse ich so. Citrin Zone ist auch cool. Hortensia hat zwar generell ein bisschen mehr Resistenz. Ich brauche sie natürlich als Heilerin, ne?
Also. Louis kommt auch mit. Ich brauche einen physischen Tank. Also eine Resistenz, ja, physisch. Ich brauche noch ein bisschen was. Alfred Ilga macht mittlerweile einen guten Job, ist mit dabei. Hortensia mit Beilev. Und das gleiche Prozedere mit Tanzergötten und so ist auch mit dabei. Marin Erika, Junaka Lynn. Da haben wir noch ein bisschen überlegen, ob ich nur einen von beiden mitnehme. Wir schauen gleich. Diamant, aber aktuell keinen Ring. Das ist also kein Emblemring. Boucheron mit Hector. Ich brauche Boucheron. Er ist aktuell sogar ein bisschen besser als Diamant. Erstaunlich. Ivy. Ich habe aktuell nur Citrin mit der Magie in der Offensive. Das ist ein bisschen wenig. Gut, Hortensia auch, aber ist nur gegen Ritter wertvoll. Ivy auch. Fogado mit dem Bogen und so. Top, brauche ich. Timira Cohen, das ist natürlich mit dem Ring, mit der Defense. Da kann ich auch gut die Defense-Werte, Verteidigungsresistenz von beiden hier erhöhen, da ist alles geil. Kann natürlich einen Ring könnte ich jemand anderem geben, aber theoretisch auch Diamant war. Er wird mit dem Assistent. Bonus, ich überlege sowieso länger, ob Diamant oder Timira nehmen soll. Timira hat Defense im Gegensatz zu Diamant. Da Cohen immer gerne mitnehmen wegen dem Drachenader-Bonus. Ich habe das Gefühl, ist nicht mehr so cool. Durchschlagen wir auch schon. Ich klone nochmal zurücklasse, weil ich mir sage, ey, come on, ich habe noch genug Speertypen dabei. Und ganz kurz gucken, wer es alles dabei ist. Auch von den Waffen her. Ja, natürlich hast du ein Schwert, aber das ist jetzt eher ein bisschen magisch ausgerichtet. Ja, Kalvin brauche ich eigentlich. Das kann ich drin wenden, wie ich will. Dann macht irgendein Doppelkombi auch immer eine gute Rolle. Ich will generell das mit Erika noch ein bisschen trainieren. Dann mache ich es jetzt vielleicht so und würde Diamant eher den Ring von Cohen geben. Wegen dem Drachenader-Bonus hier. Das ist ein dämlicher Zeitpunkt, um Typen hier zu wechseln. Wenn Diamant unterstützen kann und dann auch noch zuschlagen, wo es nötig ist. Ja, wir haben ja 6 normale Ringe und 5 Emblemringe, wa? 5 Emblemringe, 5 DLC-Ringe. So, nehmen wir die hier unten. Ne, 4 sind's. Hä? Haben wir gerade verguckt, wir hatten keinen. Ach, Ivy. Ja, Ivy und Fogado sind's, genau. Ein bisschen Glück kriege ich jetzt gleich alle Ringe zurück. Ich gucke nochmal durch. Warte mal. War nicht einer von uns, wo ich gesagt habe, Würmtöter wäre vielleicht ganz geil? Wo ist denn der? Ah, hier. Ich habe 3. Aber sonst noch irgendwie Waffen, die gut gegen Drachen sind? Nicht wirklich, wa? Der Support kann natürlich helfen. Bei dir ist das Speed immer ein bisschen das Problem. Aber ist halt wie es ist.
Eisen Großlanze, hoch bei dir bald mal ein bisschen was Besseres. Ritter tot. Mhm. Und Schnitter noch. Tensia, du kannst ja weiter dank deiner eigenen Fähigkeit, also über weitere Felder hinweg heilen. Bushido, ja, die Stahl Großaxt mit Hector in Kommi wird's geil. Ivy. Vielleicht, wie sieht es mit den Stäben aus? Soll ich da noch irgendwas machen? Rettung haben wir schon, Fortschritt hat sie, Pogativ hat sie. Ist eigentlich cool. Was hat Zitringration noch? Teleport Pogativ, okay. Zur Not wird es reichen. Dann. Oje, oje. Leute, wünschen uns Glück, dass, egal wie es kommen wird, es wird ein harter Kampf. Da hat der Ursprünglich so wegen, oh, das wird ganz lustig, ganz easy. Jetzt kriege ich, glaube ich, gleich richtig auf die Fresse. Erst einmal ausrüsten, Silberschwert. Andung ist cool, keine Frage. Ich habe bei dir einen Tomahawk ab. Stabaxt brauchst auch nicht unbedingt. Hammer wäre mir lieber. Und... Wo ist er? Der Wurmtöter. Hier. Okay, Leute. Mit dem Team will ich es wagen. Mit dem Team müssen wir es wagen. Also, die Frontkämpfer. Alles wegschnetzeln, was geht. Ah, das Bushido auch ein Frontkämpfer, oder? Ja, theoretisch schon, aber von seinen Werten her... Wobei, kommt natürlich darauf an, warte mal, ich setze trotzdem mal die Magie nach hinten. Schaden kann es nicht. Warte mal. Das hätte vielleicht doch geschadet. Sidal Tiki. Tiki ist ja hier weniger zum Abwehren, sondern mehr wegen den Effekten vom Stein und so. Mhm, passt. Okay, Freunde. Showdown. Auf in den Kampf. Kapitel 17, Zustand der Ruhe. Das wird heftig. Oh yes. Alle sehr gegnerischen Kommandanten besiegen. Oh, okay, das wird eine Weile dauern. Hier entscheidet sich. Hier wird die Spreu vom Weizen getrennt. Aufgehen ist keine Option. Verlieren ist keine Option. Scheitern ist keine Option. Sieg oder Niederlage. Wer wird gewinnen? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, sagen wir ehrlich. Eher in der übernächsten oder übernächsten Folge. Aber bis ich hier durch bin, das wird dauern. Sag mal, haben die gar keinen Bogenschützen oder bin ich jetzt gerade blind? Auf jeden Fall haben es nicht viele. Das sind auch ja Pillepalle. Ja, ist ein Berserker, mein Gott, der hat einen hohen physischen Angriff, aber sonst kann er nichts. Ja, da machen wir jetzt auch nicht gerade ins Höschen. Wo ich mir eher gerne ein bisschen Schiss habe. Elfenwind, ja, okay. Tatsächlich eher, wenn der natürlich portet. Der kommt bis da runter, oder? Aber ich ein bisschen schießen, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich greife frontal an. Das kann in die Hose gehen. Da überlege ich gerade, ob ich lieber nicht die einfach mit der starken Resistenzeinheit platt machen soll. Und Ivy, die beides drauf hat. Na, wisst ihr was, Freunde?
den ersten Angriff sowohl ausführen als auch abbekommen, das werden wir in der nächsten Folge zurück bei Fire Emblem Engage. Bis dahin, ciao zusammen.